Habedere und grüßt euch zu einer neuen Folge Warlex vom geilsten Podcast der Welt, Viva la Movilusion. Heute geht's um die Warlex vom Februar, glaube ich, sind wir, oder? Ja, genau, Februar. Ja, genau. Es ist halt, ja, jetzt wird's halt schon wieder, bis das rauskommt, wird's halt schon wieder Mitte März. Das wisst, wir sind ein wenig hinten nachher, aber das müsst ihr uns verzeihen, weil wir halt einfach keinen Bock nicht gehabt haben, früher zu machen. Also, mit dabei haben wir den Corby und den Mike, sind wir mal wieder zu dritt, das ist doch schön. Hi. Grüß Gott. Servus. Hallo. Das freut mich, dass wir wieder mal alle komplett sind. Und unsere Hörer sicher auch. Yay. Alle 8. Alle 8 Hörer, die flippen gerade voll aus. Hocken wahrscheinlich auch miteinander irgendwo. Ja, genau, nehmen wir ein Reaction-Video auf. War lecker. Dann könnt ihr sofort deabonnieren, wenn ihr so ein Drecks-Reaction-Video über unseren Podcast macht. Sie flippen aus. Bitte macht's das. Für das, dass du jetzt schon wieder eine treibst, Corby, darfst du, glaube ich, anfangen mit deinen Warlex aus dem Februar. Erzähl mal, was hat's einen geilen Scheiß bei dir gegeben? Ganze zwei Warlex. Und zwar, ich fange mal mit dem Film an, weil wir sind ja eigentlich ein Filme-Podcast. Und zwar Bayou Zero mit dem deutschen Untertitel Unter Null. Trägt trägt den übrigens viel cooleren englischen Titel Below Zero und ist ein Thriller auf Netflix. Ist Ende Januar rausgekommen und den habe ich mir dann gleich mal reingepfiffen. Der Regisseur ist der Luis Quiles. Ich weiß leider nicht genau, wie man ausspricht, aber bei Luis bin ich mir relativ sicher. Wahrscheinlich stimmt nicht einmal das. Und es geht um einen Fahrer von einem Gefangenentransport, der in einer sehr kalten Nacht ein paar Verbrecher von dem einen Gefängnis ins andere verlegen muss. Mit dabei ist ein Polizistenkollege und es wäre kein richtiger Thriller, wenn nicht irgendwas passiert. Und zwar wird dieser Transporter überfallen von jemandem, der anscheinend irgendjemanden in diesem Transporter umbringen will. Wer das dann genau ist, erfährt man dann im Laufe des Films, aber es überspitzt sie praktisch das Drama dadurch, dass der Fahrer und der Polizist attackiert werden und sie der Fahrer dann zu den Gefangenen reinretten muss. Also diesen Gefangenentransport, wer ihn jetzt nicht unbedingt im Kopf hat, ist sowas wie ein riesiger Bus, wo halt mehrere Zellen dann da drin sind. Ich glaube, es sind insgesamt 6 oder 7 Gefangene, die da transportiert werden. Und kaum rettet er sie da rein, muss er feststellen, dass die Schweine, also die Gefangenen, da drin sie auch noch befreit haben. Jo, und dann kämpfen wir erstmal die da drin gegeneinander, bis dann irgendwann merken, ach du Scheiße, der Typ, der gerade den Bus oder den Transporter attackiert, der möchte gar nicht den Fahrer töten, sondern der möchte einen von den Gefangenen töten. Ja, und dann geht's so dahin. Und es wird immer kälter und es wird immer spannender. Ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht von diesem spanischen Thriller und ist meine volle Empfehlung mit einem ziemlich coolen Ende, mit coolen und interessanten Charakteren und auch ein paar sehr coolen Kills. Also zweimal habe ich so richtig schön laut Ha! Sagen müssen. Und was das Ganze nur sympathisch macht, das ist jetzt kein extremer, überheblicher Actionheld oder so dabei, sondern es sind halt eigentlich ganz normale Typen oder Typen und Verbrecher, wie man es halt so kennt. Habt ihr den mittlerweile gesehen, nachdem ich schon ungefähr 8-mal euch verzeiht habe, hey, der ist so ein cooler Film? Ich hätte zum ersten Mal davon. Und ich klicke tatsächlich öfter drauf, nur ich weiß aber nicht, ob ich den mit der Puppe anschauen kann. Das kannst du mir jetzt du verzeihen. Wie schaut's aus, sex- und gewalttechnisch? Kann ich den mit der zart beseitenden Maid an meiner Seite schauen oder soll ich den lieber allein kaufen? Also, ich weiß nicht, wie dehnbar der Begriff zart beseitet ist, aber es kommt auf jeden Fall keine einzige Sexszene vor, außer ich hab's nicht so wahrgenommen. Und ja, die Kills, die da drin vorkommen, die sind okay. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht ein Film ab 18. Ich habe mit meiner Frau angeschaut, die hat auch Spaß gehabt, aber die ist ein Criminal Minds Fan. Okay. Dann, und für unsere Hörer kurz, die zart beseitete Maid ist der Mike selber und er fragt für seine Freundin, ob sie mit dem Mike das anschauen kann, gell? Richtig, weil ich trau mich immer nicht. Ja, ich kenne dich ja, Mike. Nicht, dass ich wieder an die Droh hänge die ganze Zeit. Ja, eben. Du nicht irgendwie so cool, das wissen wir mittlerweile. Entschuldigung, verdammt nochmal.
Okay, also Corby, zu deiner Frage. Also ich hab ihn immer noch ganz oben auf der Watchlist und ich werde ihn vielleicht heute noch schauen. Ja, sehr gut. Bitte anschauen und bitte dann das nächste Mal sagen, ob du ihn auch cool gefunden hast. Also für mich war es auf jeden Fall ein Warleck, weil genau aus solchen Gründen habe ich mir Netflix geholt, weil ich mir gedacht habe, hey, die hauen ab und zu mal richtig geile Filme raus und das gehört für mich dazu. Und dann mein zweites Warleck ist, das begeistert wahrscheinlich mehr an Kani, aber vor allem mich hat's begeistert, und zwar vom 17.02. das Nintendo Direct oder Direct. Wer das kennt, das ist eine sporadische Veranstaltung von Nintendo, wo es Ankündigungen praktisch präsentieren und das live. Und diesmal ging es um diverse Spielankündigungen. Unter anderem ist da ein Wunsch von mir erfüllt worden, den ich schon ein paar Mal in dem Podcast hier erwähnt habe. Und das verstärkt dann meine persönliche Meinung, dass Nintendo zuhört. Deswegen, ich grüße alle von Nintendo. Gebt uns bitte noch eine gute Rezession auf egal wo ihr gerade unterwegs seid. Dann wissen wir wenigstens, dass ihr auch lebt. Und ich mache es jetzt aber spannend. Und zwar, ich habe mir das angeschaut aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, ob vielleicht nicht irgendeine Neuigkeit zum Zelda-Spiel vorkommt. Und anscheinend war ich nicht der Einzige, weil ich habe diesen Livestream verfolgt und da sieht man dann auch diese Kommentarspalte. Und ich weiß nicht, wie oft ich das Wort Zelda und Zelda mit 8 Ausrufezeichen gesehen habe, aber auf jeden Fall, es ist ein bisschen traurig, wenn man halt dann sieht, dass da wahrscheinlich ganz viele Spieleschmieden da gerade den Livestream verfolgen, weil sie sich denken, boah, und gleich kommt unser Spiel und hoffentlich freuen sie die Leute, und irgendwie sind alle anderen Spiele total untergegangen, weil alle haben sich die ganze Zeit nur auf Zelda gefreut. Ist eh klar. Ich hab mir dann gedacht, boah, ich heiz jetzt da mal voll mit und hab dann Schinken reingeschrieben, aber irgendwie hab ich das dann dadurch nicht gebrochen. Also ich weiß immer noch nicht genau, wie die Community tickt, aber anscheinend stehen die nicht so auf Schinken. Ja, wahrscheinlich hast du jetzt bald das Kissen vor der Tür stehen, weil du wieder einen auf Internet-Troll machst. Ja. Wo ist der Schinkentyp? Boah, leck. Und dann machen sie meine Handy Schinken roh. Boah, das war voll geil. Vor allem du als Veganer. Ja, genau, richtig. Na, dann verhungere ich wenigstens nicht. Das stimmt auch wieder. Aber du kotzt die ganze Zeit, weil du Fleisch essen musst. Bäh. Aber auf jeden Fall waren ein paar nennenswerte Spiele dabei, unter anderem was, wo wir natürlich alle drei sofort an der Switch hängen, sobald es draußen ist. Mario Golf Super Rush. Endlich wird's veröffentlicht. Yay. Ich kann mich aber tatsächlich daran erinnern, es gab doch schon mal ein Mario Golf, oder? Ja, da gab's schon mehrere Teile und die waren anscheinend auch immer recht spaßig, aber ich hab mit Mario Golf und Mario Tennis, das sind so die zwei Mario Sportspielableger, mit denen ich nie wirklich warm geworden bin, aber die haben auch eine nicht klein zu verachtende Fan-Community, soweit ich weiß. Ich fand der Dr. Mario zum Beispiel total beschissen. Was ist mit dir? Du bist total beschissen. Okay, sorry. Die geilste Melodie und die geilen hässlichen Fressen von den Bakterien, ich hasse die voll. Das war ein Scheißtrick. Du bist der Scheißtrick. Deine Mama ist ein Scheißtrick. Warum habe ich so Idioten in dem Podcast dabei? Ich hab mich auf jeden Fall auch positiv daran erinnert, nein, Ruhe. Ich hab mich auf jeden Fall positiv daran erinnert, dass Mario Golf echt irgendwie cool war, aber ich hab mir dann gedacht, die werden es veröffentlichen und es wird 60 € kosten und ich werd mir dann denken, ne. Dann haben sie nur unter anderem Splatoon 3 angekündigt für nächstes Jahr, Monster Hunter Rise, dann nur was Cooles, Project Triangle Strategy von Square Enix, und zwar von den Entwicklern, die Octopath Traveler gemacht haben. Das war ja eine Empfehlung von dir, Kani, an mich. Ja, weil es Weltklasse wo ich ist. ja auch stundenlang davor hing und Zufall. da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber dann ganz zum Schluss oder kurz vor knapp kam dann endlich die Ankündigung. Ich hab mir gedacht, so, fertig, passt, ich bin zufrieden. Und zwar Zelda Skyward Sword HD wird rauskommen. Yeah! Da freue ich mich total, weil das ist ein Teil, den habe ich noch nicht gespielt, weil damals habe ich schon immer Wii gespielt, wo das rausgekommen ist. Wenn es überhaupt für Wii rausgekommen ist, aber ich glaube schon. Ja. Und Wii U habe ich mir dann nicht mehr geholt. Und jetzt... Auf der Wii U, glaube ich, hat es gar nicht gegeben. Jetzt kommt es endlich raus. Und das Tolle ist, ich glaube, Skyward Sword ist ja praktisch der Anfang von der ganzen Geschichte, also von der kompletten Zelda-Saga. Und ja, ich freue mich schon.
Mit dabei natürlich, ganz passend, zwei Joy-Controller im Master Sword. Master Sword. Was ist halt mit dir? Ja, ich weiß auch nicht, der Alkohol, ich weiß schon. Ja, Klassiker. Da habe ich mir dann beim ersten Mal anschauen gedacht, ach Kim, wer holt sich denn bitte so einen Mist? Das wird bestimmt auch wieder irgendwie 70 Euro kosten. Jetzt beim zweiten Mal anschauen habe ich mir gedacht, schaut eigentlich schon cool aus, gell? Jetzt bin ich schon wieder kurz davor, dass es im Einkaufswagen landet. Die sind ja noch teuriger als 70 Euro, oder? Die sind ja wesentlich teurer als die normalen Joy-Cons. What? Echt? Ja, ich hab nämlich da vor Zeit lang Dinge mal einen Link gepostet und hat sich dann furchtbar aufgeregt und ich hab mir erst gedacht, ach, so schlimm kann das nicht sein. Als ich den Preis gesehen hab, da ist mir kurz schwarz vor die Augen geworden. Okay. Weil ich wollte mir den nämlich auch unbedingt holen und aber ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das für ein Link war und ich weiß nicht, wie offiziell dass dieser Link war, aber ich meine nicht, dass wir da an den 100er gekratzt haben. Gab's da einen Button, wo da steht, betreten Sie jetzt das Darknet? Ja, genau. Und daneben war ein sprechender Esel, der meine Kreditkartennummer wollte. Das finde ich nur fair. Jo, und das Ganze erscheint Mitte Juli, und zwar am 16.07. Ich habe es natürlich schon vorbestellt, ich freue mich tierisch drauf und ich denke auch, dass zumindest ich darüber einen kleinen Podcast drüber machen werde und der Kahn ist bestimmt dabei. Ja, also ich habe es auf der Wii schon gespielt, trotz der ganz, ganz schlimmer, von viel Leuten aufs Übelste verteufelten Motion Plus Schwertsteuerung damals. Aber das ist schon gegangen. Das war damals echt ein Manko, weil halt einfach die Bewegungssteuerung nicht so ausgereift war, wie es sein soll für so ein Spiel, damit das richtig geil funktioniert. Aber an sich war das, also ich sage sowieso, egal welches Zelda das rauskommt, wer Fan ist, der wird in der Regel mit einem jedem Spaß haben. Für mich waren die einzigen Ausreißer bis dato die 2 DS-Abenteuer, die aber auch nicht schlecht waren, aber die waren nicht einfach, die waren nicht so, dass ich Vollgas begeistert war, aber bei allen anderen bin ich begeistert gewesen und Skyward Sword ist sehr hübsch zum Anschauen, sehr schön zum Spielen, coole Story, bin ich dabei und ja, ich werde mir, auch wenn es 100 Euro kosten, diese Joy-Cons, werde ich es mir kaufen, weil ich hab mir damals schon die Special Edition ausgelassen mit der goldenen Wii-Fernbedienung damals und ein Treeforce drauf und so weiter und so fort. Ja, und da schreit natürlich mein innerer Autist, ja, bitte kauf das. Die gehören zusammen, die sind gewiss verwandt, du musst das kaufen. Die sind gewiss also kauf mal so, weil es nicht hilft. Und dann können wir da sehr gern einen Podcast dazu aufnehmen. Da freue ich mich übrigens auch drüber, dass sie das jetzt nicht nur beschränkt haben auf diese komische Schwert- und Schildsteuerung, sondern dass du es auch im Handheld-Modus spielen kannst und ich glaube auch mit normalem Controller. Also ich persönlich bin da schon dankbar, weil irgendwann lassen meine armen Programmiererarme natürlich nach. So an alle, die jetzt wahrscheinlich gehört haben, der programmiert doch schon seit Jahren nicht mehr. Verdammt. Ja, bist wieder aufgekommen. Ich hab jetzt halt auch nebenbei noch mal kurz googelt, ich finde zwar jetzt keinen Amazon-Link dazu, aber irgend so komische Seiten, die alza.de heißt und da kosten es 85 Euro plus 5 Euro Versand. Scheiße. Ja, weiß ich nicht, was soll das Nintendo? Jetzt auf. Ja, aber sie können es machen. Ja, und ich weiß genau, wissen, dass Idioten wie wir da sitzen und kaufen es. Ja. Gut, ich bin fertig. Das ist schön von dir. Dann darf der Michael weitermachen, weil er schon so lange nicht mehr in der 3er-Runde dabei war. Ja. Das gefällt mir auch. Und zwar habe ich einen super Kacke-Film angeschaut und einen super Film. Und zwar fangen wir jetzt mit der Kacke an. Und zwar tut mir jetzt eigentlich im Herzen leid. Und zwar habe ich gesehen, wo es mir jetzt eigentlich wieder zurückführt zum Corby, weil ich habe die Wahl gehabt zwischen Unter Null und Steig nicht aus vom Christian Alward. Und es ist dann tatsächlich Steig nicht aus worden, wo sich dann als Riesenscheißdreck entpuppt hat. Also der Name Christian Alward steht eigentlich für ziemlich coole Filme wie Antikörper, Fall 39 oder den unglaublich guten Pandorum oder Abgeschnitten, aber auch verdammt viele Tatorte mit dem Till Schweiger. Weltklasse oder Weltklasse? Was? Super, oder? Ja, wobei ich sagen muss, Pandorum und Abgeschnitten feiere ich wirklich total. Also ein guter Mann in Hollywood, Deutscher. Pandorum ist Weltklasse. Aber was er dann wieder in Deutschland abgeliefert hat, das war nix. Also der plätschert unglaublich vor sich hin. Also es geht drum, der Wotan Wilke Möhring, der wo die Rolle unglaublich beschissen spielt, ist ein Familienvater, der steigt eines Morgens in sein Auto ein, hat seine 2 unglaublich unsympathischen und lästigen Belgier dabei. Und das hätte er besser nicht gemacht, denn während der Fahrt kriegt er einen Handyanruf, wo eine Stimme zu ihm sagt, hey, du blöde Sau, du bist an allem schuld, an meiner Misere und ich bring dich um, er tut quasi das Auto in die Luft sprengen, wenn er nicht das komplette Geld vom Wotan Wilke Möhring überwiesen bekommt in die nächsten Stunden.
Ja, der ganze Film spielt sich hauptsächlich in einem Auto ab. Gut, es gibt ja auch Filme, die wo sich auf so einem kleinen Spielraum beschränken, aber die machen halt auch oft was draus. Und der Film ist wirklich nur stinklangweilig und nervt total. Also der Wotan Wilke Möhring versucht das seine verzweifelte Lage irgendwie rüberzubringen und das ist einfach nur schrecklich, was er da macht. Also da schammst du fremd. Wirklich. Das meinst, der hat noch nie was geschauspielert. Gut, ich kenne den Herrn auch bloß vom Sänger, also ich kannte jetzt keinen anderen Film von ihrem Song, nur er ist jetzt schon ein großer Name im deutschen, ja, als deutscher Schauspieler hat er schon einen großen Namen, aber wie gesagt, wenn der wirklich alles so schauspielert wie da, dann leckt's mir Marsch. Also das war ein richtiger Krampf. Also auch die Effekte waren unter aller Kanone, sprich mitten in Berlin ein Hubschrauber 2 Meter überm Boden und lauter so Geschichten. Dann haben wir die typischen stereotypischen, der böse Cop, der wo kaum glaubt und dann die junge, aufstrebende Polizistin, die wo natürlich glaubt, dass der Wilke Möhring da jetzt keinen Dreck am Stecken hat und versucht da auf eigene Faust zu ermitteln. Ja, das Ding ist einfach belanglos und nervt eigentlich nur. Ich weiß nicht, habt ihr das Ding gesehen? Nö. Na. Nö. Dort ist bitte nicht. Nö. Käse. Okay. Und das... Aber wenn du sagst, der macht eigentlich normalerweise richtig coole Filme, also abgeschnitten ist ja richtig geil, aber vielleicht ist es ja einfach so, die Arbeit in Hollywood ist so extrem anstrengend, wenn man dann mal einen Auftrag dann in Deutschland kriegt, denkt man sich, ah ja, cool, Filmeurlaub. Brauche ich nichts tun. Ja, genau. Da wirst du so gefördert von der Filmförderung, da brauche ich jetzt überhaupt nichts tun. Ei. Wahrscheinlich, man kommt am Set und dann fragt man, hey, ist irgendein Auszubildender da oder Praktikant? Der komische Typ aus Hollywood ist da. Du geh mal her, schau mal hier, das ist das Drehbuch und da drüben steht der Möhring, da gehst du jetzt hin und sagst ihm, was er zum Tor hat und normalerweise der erste Take, das passt dann schon. In der Regel schon. Ja, so muss es gewesen sein. Also anders kann ich mir es nicht vorstellen. Also ja, und er ist so unglaublich unplausibel und die ganzen Handlungen von die Leute, die sind also unglaublich dämlich. Sag nicht plausibel über Bekannte, die kriegt einen Schlaganfall, wenn man das Wort plausibel hernimmt und die hört uns an. Nicht, dass uns die mit dem Auto gegen den Baum fährt, weil du jetzt plausibel gesagt hast. Warum dürfen wir das nicht sagen? Ich weiß nicht, die hat ein Problem mit Sprachen und allgemein mit normaler Ausdrucksweise und das ist für sie so fremdwortartig, das Wort, dass das von der Couch jetzt beobachtet, wenn man sagt, das ist plausibel. Darum musst du ein bisschen aufpassen. Der wie unlogisch sagen. Ja, das müsste halt gehen. Also Wieso passt das? Gut, wir reden halt natürlich immer nur von einem Film, aber einer, der wo wirklich so auf Realismus pocht, da darf man dann schon sagen, dass er das einfach nicht schafft. Ja, aber was passiert denn da? Also wenn es die ganze Zeit in einem Auto spielt, dann ist ja wahrscheinlich das Spannendste, wenn sie mal durch einen Drive-In oder so fahren. Ja, wenn nur gerade, dann kann der da beim Fressen zuschauen, das ist bestimmt spannend. Wenn er sich beim Bestellen verschmerzt, ist die größte Spannung. Ja, ihr kriegt zwar Cheeseburger, na! Verdammt, ich hab doch gesagt, dass ich einen Royal TS möchte, du Trottel. Ja, Entschuldigung. Ja, es ist ja dann so, der unbekannte Anrufer, der verlangt halt eben dann, dass er über so Bankgeschäfte und der Wotan Wilke Möhring ist ja in einer großen Firma beschäftigt und dann soll er quasi mit Überweisungen übers Telefon er soll quasi auch Überweisungen in Auftrag geben. Das muss in den nächsten paar Stunden erledigt sein, weil sonst sprengt er eben das Auto in die Luft. Und der Wotan Wilke Möhring, oh Gott, warum hat denn der so einen langen Namen? Das ist ja unglaublich. Ich sage jetzt nur noch der Wotan. Er telefoniert nur. Also seine Kinder hinten stressen, er telefoniert nur, dann stellt sich raus, dass die Frau, oh Wunder, noch fremd geht. Die Tochter hat's gewusst. Ja, weißt du was? Die Tochter hat's gewusst, die los ja aussteigen und sprengen mich mit dem Balg in die Luft. Wenn meine Tochter das sogar noch weiß, dass die Mutter fremd geht und sitzt da mit mir im Auto und tut ihre Füße unter meinen Tisch, ja, da steige ich aus, da los ich durch die Kisten in die Luft, oder? Aber ja, hallo. Ich weiß es nicht. Ein Kind ist gleich gemacht, ein neues Kind ist gleich gemacht. Ja, Corby, es geht nur um das. Also die fahren rum und telefonieren. Und dann es wird dann nur so hydrat, dass er quasi, dass er ausschaut, wie wenn er, ein Psycho war und seine Kinder gekidnappt hat und seine Frau jetzt um die Kohle bescheißen möchte. Und auf diese wird dann die Polizei auf ihn aufmerksam und. Und dann wird er quasi nicht nur am Telefon malträtiert oder er malträtiert die Zuschauer am Telefon, sondern er wird dann auch noch von der Polizei verfolgt. Genau. Au, witzig. Und das Ganze 137 Minuten. Puh.
Man kann telefonisch Sachen überweisen? Ja, genau. Echt jetzt? Ich glaube nicht, oder? Ja, und in dem Film schon. Da kann man dann so Überweisungsaufträge am Telefon übergeben und dann sagen, hey, ich bräuchte bitte 75.000 von meinem Konto, bitte auf das Konto von meiner Frau. Und bitte fragen Sie nicht nach. Alles klar. Der Wotan ist da, ja, da überweist man natürlich. Haben sie wenigstens noch einen PIN gefragt? Sowas ähnliches. Einmal. Okay. Kurz. Und da wo du dann sagst, Man kann tatsächlich übers Telefon überweisen, das funktioniert. Ja, aber solche Beträge, ich weiß nicht. Und vor allem also Sachen über Nein, die Beträge die wahrscheinlich über Firma nicht. laufen und lauter so Geschichten. Wir müssen uns ja schon rechtfertigen, wenn wir mehr als 2.000 Euro am Tag abheben, oder? Genau so schaut's aus. Wo es bei mir nie passiert, weil sauber zwingen Leute uns bei Steady abonnieren. Danke für nix. Ja gut, aber ich glaube, wenn du 75.000 auf dem Konto hast, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Kontokonstrukt, wo du wahrscheinlich auch mehr am Tag abgelassen kannst. Ja. Gott, das wäre ja geil, wenn er bei der Sparkasse ist und dann sagen sie, also tut uns leid, aber so viel Geld haben wir jetzt gerade. Genau. Und dann nach 20 Minuten kommt der Abspann. Ja, genau. Das Auto zerreißt, weil er sein tägliches Limit überschritten hat. Ja. Tolle Wurst. Aber wenigstens hat er das depperte Rindviech von Tochter mitgenommen, die das gewusst hat, dass er beschissen wird, oder? Genau. Aber darf er anhalten? Ja. Oder aussteigen? Nein. Nein, aussteigen nicht. Er sitzt quasi auf der Bombe im Endeffekt. Und was macht der, wenn er tanken muss? Oh, so weit kommt's nicht. Okay. Er steigt kommt die, quasi, dass er die in dem aufholt? Moment, wo er in das Auto einsteigt, am Anfang vom Film, steigt er nicht mehr aus bis zum Schluss. Aber ich möchte jetzt immer noch wissen, ob eine Polizei aufholt und kontrolliert, weil er telefoniert unterm Phone. Das war ein Spoiler. Deswegen also passiert's. Okay. Ja, klingt doch nach einem amüsanten Film. Nein, tut's nicht. Ich bin heiß. Also lasst das. Nein, denn der läuft halt noch. Lasst das. Bitte. Der Laufzeiten. Dauerschleife. Nein, bitte. Ja gut, auf dein eigenes Risiko. Und zwar, ich habe noch einen guten Film angeschaut. Und Ach zwar... so, du bist ja noch gar nicht fertig. Was? Du bist ja noch gar nicht fertig. Ich bin fertig. Mit schlaf nicht ein, hätte ich gesagt. Steig nicht aus. Bin ich fertig. Okay. Aber soll ich dir was sagen? Du musst mal beim Wilki Möhring auf die Wikipedia-Seiten gehen. Also es ist schon unglaublich, wo der über alles mitgespielt hat. Es ist krass. Und ich hoffe, dass er da überall besser ist. Ich glaube, der beste Film, den ich jetzt spontan sehe, ist Otto, der Katastrophenfilm. Oh shit. Das glaube ich der schlechteste Otto-Film von alle. Er hat doch auch bei die Winnie-Toos hat er noch mitgespielt und bei der Serie Slowborn, die ich eigentlich gerne mal sehen möchte, aber bis jetzt noch nicht geschafft habe. Die übrigens Da auch ist er vom auch dabei. Albert ist. Und vom Kolmerer, unser Spezi von Schneeflöckchen. Ja, die war sehr interessant. Auf alle Fälle, wir haben schon zu viel Zeit investiert in den Film. Einmal eindeutig. Eindeutig. Dann springe ich jetzt zu meinem Highlight und das nennen sie The Empty Man. Der Film ist seit letzten Freitag bei die üblichen Streaming-Plattformen zum Kaufen. Den muss man kaufen. Den gibt's auch so jetzt momentan nicht anders irgendwie, dass da eine physische Blu-ray rauskam oder was. Und den habe ich mir gekauft. Und ich bin extrem positiv überrascht. Der fängt an im Himalaya. Da gibt's eine Expedition von 2 Pärchen, die einfach da wegen so an die Berge rumkraxeln. Einer hört ein kleines Flüstern und geht dann auf einmal los und fällt in eine Felsspalte. In der Felsspalte findet er was, da sage ich jetzt zwar nicht was, das seht's dann schon, weil da verläuft euch nämlich die ganze Haut brutal auf. Seine Spätzeln finden er dann und er ist total, katatonisch. Er bringt keinen Ton raus, hat auch die Augen einfach nur offen und stammelt irgendwelche Sachen. Sie versuchen den Kerl aus dem Loch rauszuholen und versuchen ihn in so einer naheliegenden Hütte wieder aufzupäppeln. Sturm naht und sie müssen quasi da Unterschlupf suchen. Ja, das Ganze überleben die nicht. Und dann spielt das Ganze, also der Anfang spielt 1995 und dauert geschlagene 23 Minuten. Also es dauert 23 Minuten, bis der Titel The Empty Man eingeblendet wird. Also das ist, meine ich, fast so lang wie das Freitag der 13. Remake, oder? Das meine ich, das hat auch so lang gedauert, irgendwas mit 20 Minuten. Ja, es geht hier. Dann springt der Film quasi in die Gegenwart. Und da dreht sich dann das Ganze um den Empty Man. Da
rankt sich so ein kleiner Kult rundum, so unter die Teenager. Da muss man quasi in die Flöte, in ein Ding reinblasen, in eine leere Flasche, wenn man auf einer Brücke steht. Und dann kommt innerhalb von den nächsten 3 Tagen der Empty Man. Er kündigt sich quasi an, dann sagt man einmal und am 3. Tag packt er einen dann. Wo es sie jetzt anhört, wird also ein 0815 Remake von einem The Grudge oder sonst irgendwas. Der Film benutzt das einfache Setting von einem Geist, den du mit einem Pfeifer beschwörst und verpackt das Ganze in einer super, super geilen, okkulten Story. Es geht quasi um einiges mehr als wie das, was man am Anfang vermuten möchte. Gut, der Film dauert 2 Stunden, 17 Minuten. Der hat einiges zum Erzählen. Die Musik ist unglaublich geil. Die ist von Christopher Young. Den kennt man von Drag Me to Hell und Hellraiser. Und auch die Film für die Musik für den Empty Man hat er wirklich unglaublich geil gemacht. Da gibt's ja oft, während des Films ist ja ganz selten, dass keine Musikuntermalung dabei ist. Und wenn einmal keine dabei ist, dann gibt's so ein ganz flüsteriges Flüstern im Hintergrund, wo es unglaublich gruselig ist, wenn man so eine Surround-Anlage hat. Also das ist wirklich brutal. Die ersten 23 Minuten, die rocken Vollgas und dann zieht der Film die Handbremse an und slow burnt dann ein wenig umeinander. Wobei man aber sagen muss, er hat immer was zum Erzählen und er hat brutal, interessante Charaktere zum Bieten. Natürlich darf er so ein Horrorfilm mit ein paar Schock-Szenen glänzen und die macht er nicht, die baut er nicht auf wie so ein Typ, wie typische Jumpscares, sondern er lässt die Schockszenen auf einmal kommen und holt dann aber drauf, dass du quasi der Szene total ausgeliefert bist. Also es ist teilweise, es wirkt wie ein Jumpscare, ist aber keiner, weil keine Musik und nichts da ist. Oh Gott. Und du bist der Szene voll ausgeliefert. Nur Stichwort, wenn sich den Film jemand anschaut, erhängen. Da wisst ihr dann, was ich meine. Also der Film, der bricht dann über die herein. Das ist wirklich brutal. Also ich war total begeistert. Gut, meine Frau hat gesagt, nach 1,5 Stunden, ich gehe jetzt ins Bett, den Scheißdreck tut mir nicht länger an. Ich hab mir aber auf jeden Fall fertig angeschaut, weil ich war von den ersten Minuten an begeistert. Also das ganze okkult-esoterische, das der Film da noch aufmacht, ist unglaublich atmosphärisch und gruselig, ohne aber richtig so azi-fazi zu werden. Also er ist nie richtig Kommerz, er ist nie richtig azi-fazi, er ist eine richtig schöne Mischung aus allem. Und ich kann euch den wirklich nur ans Herz legen. Ich war begeistert. Und, ich kann dir gerade ans Herz legen, dass du nicht nur mehr azi-fazi sagst, weil sonst heuer der 10.000. Das heißt aber so, du Supermongo. Du scheiß Spasti. Lass mich verzeihen, Alter. Ja, reg mich auf. Leck, hey, wie werden die Leute jetzt gerade im Reaction-Video reagieren? Die haut's voll alles hinterdrehen. Was kennt man so gesagt? Ja, aber bei Azi-Fazi schon. Na, weil alle anderen Leute wissen, was das ist und was das heißt und nehmen sie her. Ja, das glaubst du, dass das unsere Hörer wissen? Alles klar. Da wisst ihr, woran das setzt da draußen. Mhm. Gut, dass wir gerade bei den Warlex sind. Ja, genau. Ich bin froh, wenn ihr es wisst, was auf Abonnieren klicken müsst. Einmal nur davon abgesehen, also wer den Film Kill List kennt vom Ben Wheatley, der weiß ungefähr, wo er sich da einlässt. Also da wo kommt geht dann auch in die okkulte Richtung und von der ganzen Stimmung her ist der dem Film verdammt ähnlich. Aber wie gesagt, er ist nicht kurz, er verlangt dem Zuschauer ein wenig was ab, 1 Stunde 15 Minuten. Mir war er nie langweilig, es gibt immer was zum Singen, war oftmals ein bisschen so von der Düsternis her wie Angel Heart oder sowas in der Richtung. Und okay. Genau. Der Film basiert auf einem Graphic Novel. Ja, ist im Endeffekt eine Comic-Verfilmung. Der Comic, den gibt's seit 2014, glaube ich. Und genau, das ist jetzt die Verfilmung davon. Ist der Comic fortlaufend oder ist das ein abgeschlossenes Ding? Ist eine abgeschlossene Geschichte, ist das. Ah, okay, cool. Genau. Also es klingt auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Also ich tue es mir mal auf die Watchlist. Unbedingt. Ich darf dann gern leihen, aber es geht nicht. Oh, danke. Kannst uns einladen, dass wir uns miteinander schauen, aber nein. Ja, aber das darf man nicht. Ach so, ja, dann kommt erst die und dann kommt der Korb. Dann schauen wir nur ein paar Mal an. Meine Frau weiß gar nicht mehr, wo Ja, sie schauen soll. Die steht ja normal in der Küche, oder? Nein, eben nicht. Der Thermomix, der macht alles von selber, weißt du schon. Ach so, ja, stimmt. Der Thermomix, das war ein Riesenschritt nach vorn, was Frauenrechte angeht. Unglaublich. Seitdem sitzt sie die ganze Zeit neben mir. Sonst war sie immer in der Küche. Nein, hilft nicht.
Oh Gott, ich sehe schon die großen Sexismusvorwürfe gegen uns. Wahrscheinlich. Nach dem Sonneborn und Bayern 3 Seppen hat's jetzt ein Viva la Move-Illusion erwischt. Zwar nicht mit Rassismus, aber dafür mit Sexismus. Ja, aber das ist ja eins von unseren Aushängeschilder. Ich darf's in die nächsten Volex aufnehmen. Oder die nächste Folge ist von Vorwerk gesponsert. Ah. Das kann natürlich auch oder sein. so. Aber dann hat's Vorwerk wegen Unsitz an einen Sexismusvorwurf am Knack. Jetzt wird's eng. Die haben so viel Geld. Sorry, die kaufen das gleich weg. Ja, gibt's da welche Fragen? Ich erklär's euch. Warum sagst du so komische Sachen wie Azi-Fazi? Dann, weil jeder dann weiß, was ich meine. Wie das du dann so soll ich einfach nur Arthouse-Filme nennen oder was? Kurze Dinge an unsere Hörer, bitte einmal drunter kommentieren, ob ihr es versteht, was er für euch möchte. Genau. Und Fazi hat nichts mit Pfurzen zu tun. Und wenn's wisst, was ist, dann schickt's an Kani bitte zum Scheißen. Da ist er am Tag 4-mal. Also Ja, brauchst du nicht deswegen schicken. mal. Da hat er einen Laptop am Schoß und dann geht's dahin. Aber hallo. Gott, das ist halt wieder viel Liebe in dem Podcast. Wahnsinn. Ja. Der Mike und ich sagen unsere Liebe schon immer so. Immer? Ja. Seit 15 Jahren mache ich die Gaudi schon mit. Au wie Zwick. Ja, bitte. ganz ist aus. Ganz ist aus. Also, dass du aber was Gescheites heute verzeihst, Kani, was hast denn du geschaut, Gescheites oder nicht so Gescheites? Ja, ich tanze doch da immer ein bisschen aus der Reihe und hab das ist relativ selten was zum Anschauen, außer heute. Das schneidet aber nur kurz an, weil wir es jetzt schon in 2 Folgen besprochen haben, aber ich find's einfach so geil, dass ich nur mal sage, Volek, absoluter Wahnsinn, WandaVision, die komplette Serie, die möchte ich kurz noch mal gesagt haben. Das ist mein Highlight aus dem Februar gewesen, bis in März jetzt rein, weil das ist für mich einfach eins der besten Einheiten, die Marvel momentan ausgeschissen hat. Weltklasse. Was noch richtig geiles Volek ist, ich habe ein bisschen eine neue Musik endlich wieder mal gefunden für mich, weil ich tue mir da recht hart, dass ich mir an irgendwie eine neue Musik gewohnt. Aber ich bin auf die Band Spite gestoßen, so geile Deathcore, Hardcore-Affen, die viel schreien und grunzen und mit ganz viel Knüppel umeinander werfen. Also wer so etwas mag, mit Maschinengewehr als Schlagzeug und Schweindel am Mikro, der sollte mal in die 3 Alben Spite, Nothing is Beautiful oder The Root of All Evil reinhören, weil da wird's auf alle Fälle die Waschel wegfegen. Finde ich sehr geil. Wo ich mich voll aufreg, das ist mir jetzt so spontan noch eingefallen, weil ich hab vorher noch gerade Sport gemacht. Ja, ich weiß, man sieht's mir an, ich hab's eigentlich nicht nötig, aber ich mache immer noch weiter meinen Sport, weil von selber holt sich das geile Gestein nicht. Und wo ich jetzt am bald echt das scheiß Kotzen krieg, ist mit diesem verhurten Drecks-Burpee-Scheißdreck. Das ist der behindertste Wichs-Scheiß auf der ganzen Welt. Was? Und derjenige, der ihn erfunden hat, dem wollte ich jetzt erst Sachen wünschen, aber er ist leider schon verstorben, also wünsche ich ihm nichts. Der heißt sogar Burpee. Royal Huddleston Burpee. Mann, die spinnen. Geil. Und was lies ich? Er ist Veteran aus dem Ersten Weltkrieg. Und was tut er danach? Er erfindet einen Burpee. Was sagt uns jetzt wieder? Krieg ist verfickt nochmal Scheiße. Jetzt warte mal. Erklär mir am alten Mo, was ein Burpee ist. Das ist eine Arschlochübung. Das ist, trainier mit dem Körpergewicht, du bist im Stand, springst in die Luft, gehst oben in die Hocke, in die Liegestütz, machst einen Liegestütz, dann drückst du in die Hocke, springst in die Hocke und machst einen Squat nach oben. Und wenn du richtig geil bist, so wie ich, dann machst du gerade einen Squat, sondern springst dann noch komplett in die Hocke. Und das machst du dann in dem Training, was ich mache, immer zwischen 30 und 70 Mal. Und danach hast du 140 Schlaganfälle und ich bin einfach nur lästig. Und ja, das habe ich jetzt endlich einmal auslassen müssen, weil mich das so viel aufregt mittlerweile. Ich kann es nicht mehr singen, aber trotzdem muss es jeden Tag mitmachen, den Scheißdreck. Danke, Royal Huddleston Burpee. Vielen Dank. Aber das ist doch sau interessant. Oder beziehungsweise danke, Erster Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist schuld, dass er es gemacht hat. Wie gesagt, ich möchte nur mal kurz, weil wir ja uns immer sehr viel dran liegt, dass wir gesellschaftliche Themen und so ansprechen. Krieg ist scheiße. Jetzt haben wir wieder mal einen Beweis eben dafür, Krieg ist richtig scheiße. Die Leute kommen heim, was dann erfinden so einen Mist wie ein Burpee. Was ist los mit euch? Aufhören. Ja, erfind doch du was. Also ich finde das saugeil. Ich war in kein Krieg, ich kann nichts erfinden. Doch, erfind was und das ist dann der Kani. Den hab ich schon erfunden. Ja, stell mir vor, du kommst dann zum Sporteln und sagst so, jetzt machen wir mal 10 Kanis, hä? Ja, und was heißt das? Auf der Couch eine Stunde liegen und sie ein halbes saufen. Und sie am Sack kratzen. Ne? Ja, nicht einmal. Boah, leck, ich hab vor den Kater wieder, ich hab wieder am Wochenende einen Kani gemacht, Gott sei fix. Gestern war wieder fetter Workout, Alter. 3 Stunden lang Kani, das war echt heftig. Und was ich noch sagen möchte, ist auch ein cooles Volek. Das hat mich gefreut, weil ich das letzte Mal mit dem Birger wieder mal in Kontakt war. Der war ja bei uns schon als Gast zu Alien. Und da kennt ihn jeder von euch. Und jeder Bayer kennt wahrscheinlich auch mittlerweile, der gern Bullock schraubt. Und er hat gesagt, dass von einer aus seiner Community, der Dampfexpress, gesagt hat, er hört sich unseren Podcast regelmäßig an. Und das gefreut uns. Und da sagen wir schöne Grüße an den Dampfexpress. Vielen Dank fürs Hören und schön weiterhören und schön weiterempfehlen. Und dann kannst du gewiss sein, dass du in unserer Nachgebete Erwähnung findest.
Ei. Bedankt euch, kommt's machen, lasst euch nicht zu betteln. Merci. Vielen Dank, ihr seid die Besten. Es ist eine Person, der Dampfexpress ist eine Person. Okay, du bist der Beste. Was macht Danke, der ja, Dampfexpress? Ich glaube, das ist ein Pseudonym für Le Internets und der ist halt aus der Community vom Bürger raus. Ist er nicht eigentlich, es kann sein, dass er einer von seinen Mods ist, Moderatoren, glaube ich, in seine Streams, die so darum kümmern, dass alles mit rechten Dingen zugeht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, weil ich kenne mich nicht aus mit Streaming und da, also beziehungsweise mit Leuten, die spielen, zuschauen, da, das ist nicht mein Milieu. Okay, ja dann hier gleich noch der Aufruf an den lieben Dampfexpress. Melde dich zu Wort bei uns, dann erwähnen wir dir öfter. Stimmt, irgendwo zwischendrin wird immer nur das Wort Dampfexpress einbaut. Genau. Das waren's aber schon wieder meine Warlegs. Wie immer bin ich kurz und knackig unterwegs, passend zu unserem Motto aus der Vorstellfolge, wie unsere Gehänge und unsere Hintern. Und die Leistung im Bett. Die ist auf alle Fälle kurz, aber auf alle Fälle knackig. Da darfst du spitzen. Er hat sich bemüht. Ja, das machen Spülmaschinen auch. Was für voll. Schöne Bescherung, Weltklasse. Super Film. Gott, hoffentlich ist bald wieder Weihnachten. Ja, aber da müssen wir jetzt noch ein paar Monate warten, bis wir den wieder anschauen. Ja, sofort her damit. Nein, geht nicht. Der darf nur zu Weihnachten geschaut werden. Was ich heute übrigens noch gehört habe, was total beschissen ist, was also an das Anti-Warleg, dass jetzt die ganzen Festivals abgesagt haben, gell? Ja, Rock im stimmt. Park, Rock am Ring, alles im Eimer. Ja, wir haben Karten für Novarock. Der Novarock hat zwar noch nicht abgesagt, aber ich gehe mir stark davon aus, dass das auch noch kommen wird. Muss ich weinen. Haben wir letztes Jahr Rock im Park schon versammelt. Wollte ich unbedingt System of a Down singen. War leck Scheißdreck. Und heuer möchte ich System of a Down in Novarock singen. Wird wahrscheinlich auch abgesagt werden. War leck Scheißdreck. Im April war der Festival im Pericon in Minga. Gehe auch stark davon aus, dass das nicht stattfinden wird. War leck Scheißdreck. Im Juni oder Juli warten wir in Stuttgart bei Trailer Park. Abschiedskonzert. Wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. War leck Scheißdreck. Oh Gott, die Katze nur im Strahl mit der ganzen Scheiße. Solange nächstes Jahr KIZ stattfindet, bin ich nach wie vor einigermaßen zufrieden. Und ich war einfach nur froh, wenn ich wieder mal ins Kino gehen kann. Einfach mal wieder hier sitzen und bam. Ja, bitte, Kino. Das hat mir eigentlich schon gelungen. Ja. Aber das kann eine extra Folge werden, da machen wir wohl leck, fick dich Corona. Da können wir da hocken wir zu dritt hocken wir uns dann her und dann waren wir ein bisschen drüber, wie schlimm das für uns alle ist. Aber für heute, war lex im Februar, sind wir durch, hätte ich gemeint, oder? Ja. Ei, sehr schön. Oder fällt euch auch noch spontaner war lecker, über den es schimpfen wollt oder loben? Na, ich bin fertig. Na, passt. Dann, im Sinne von Mike seinem tollen Warleck-Film, steigen wir aus. Wir sagen mal danke fürs Zuhören. Freuen wir uns. Was darf uns machen, Mike? Ja, liken, teilen, positive Kommentare schreiben und uns bei Steady unterstützen. Bitte. Bitte, bitte. Was sagt der Corby? Was sagt der Corby, was machen soll jetzt? Ja, das, was der Mike sagt, und dann geht's dann noch auf YouTube, da dürft's abonnieren. Dann haben wir ja noch direkt bei Apple Podcasts da die lustigen Rezessionen, wo es unbedingt schreiben dürft's. Und das am neuesten, Gott, wir sind einfach wie ein Virus, gell? Bei Letterboxd haben wir auch, das heißt, da dürft's uns folgen und ihr könnt dann richtig geile Rezessionen lesen über die ganzen Filme, über die wir reden. Da wird jetzt dann bestimmt auch noch Below Zero dazu kommen. Steigt nicht aus, da freut sich bestimmt der Mike, dass er was drüber schreiben darf. Freue mich super. Und der Empty Man. Voll cool. Ja, so schaut's aus. Das ist schön. Passt, das habt ihr schön gesagt. In diesem Sinne sagen wir nochmal fettes Merci und bis zu der nächsten Warleck-Folge. Servus. Adios.